Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Wir haben folgende Beiträge für euch vorbereitet. Die Schweizer Nazi gegen Portugal. Kalbshirn und Metzgete. Die Schweizer Nazi hat gestern das Viertelfinale gegen Portugal bestritten. Die Stimmung in den Public Viewings war verhaltener als bei den letzten Mal. Der Samuel Stähli ist für uns auf Stimmenfang gegangen. Ja, jetzt haben wir hier eine bittere Niederlage erlebt. Im Achtelfinale gegen Portugal. 6-1 klatschen. Was sagst du dazu? Es geht mir auch wie den meisten. Ich bin ein bisschen sprachlos, ratlos, enttäuscht. Auch hässig. Also mir hat die Emotion, mir hat der Kampfgeist, das Aufbäumen gegen die Niederlage extrem gefällt. Ich habe das Team wirklich besser eingeschätzt. Nicht unbedingt nach den ersten 2 Matches, aber vor allem nach dem dritten, wie auch die meisten in diesem Land. Und ich bin sehr enttäuscht. Gibt es irgendetwas, was du anders hättest gemacht? Wärst jetzt der Jakin als Trainer oder ja, wo hast du das Hauptproblem gesehen heute Abend? Du, der Jakin hat vieles richtig gemacht. Ich finde ihn auch einen guten Trainer. Es ist jetzt immer ein bisschen einfach im Nachhinein zu grätschen, aber ich sage das Gleiche, was ich vor etwa 2 Monaten gesagt habe, oder vor 6 Wochen im Freundeskreis. Ich würde nie ohne einen Babu aus Aussenback an eine WM gehen. Wir haben nur je einen Aussenback gehabt. Wenn einer verletzt ist oder krank ist, was heute der Fall war mit dem Widmer, haben wir einfach keinen gleichwertigen Ersatz. Und es nützt nichts, wenn wir 4 Goalinnen und 20 Mittelfeldspieler haben. Wir hätten mindestens 4 Aussenbacken gebraucht und das war heute für mich entscheidend gewesen. Ich sage nicht, dass es alles entscheidend war, aber es hat natürlich die ersten 1 bis 2 Goal eingeleitet und dann ist es schwierig geworden. Ja, jetzt, wo die Schweiz draussen ist, wirst du die WM noch weiterhin verfolgen oder ist dir jetzt gerade alles ein bisschen gleich? Nein, ich bin natürlich WM-Fan, seit ich ein kleiner Bub bin, wo die Schweiz aber gar nicht dabei war. Ich werde die WM weiterverfolgen, ich habe Freude an allen guten Matches und ich drücke weiterhin verschiedenen Teams den Daumen, aber ohne die Schweiz fehlt natürlich etwas, das ist klar. Und willst du dich schon wagen für eine Prognose auf einen Weltmeistertitel? Für mich ist eigentlich seit der Vorrunde klar, Frankreich gegen Brasilien wird ein Finale. Und das sind auch Nuancen, das kann auf beide Seiten kippen. Aber im Moment würde ich auf Frankreich tippen. Im Herbst findet jeweils Metzgete statt. Das hat mein Kollege Ben Abeckler zum Anlass genommen, einen Metzger zu fragen, was er über Fleisch in der heutigen Zeit denkt. Ja, also Berner Zungenwurst darf man gerne essen. Und dort ist es ja so, wenn man ein Rädchen im Mund hat, gelustet es dem sofort für wieder ein zweites zu essen. Aber es gibt auch ganz viele andere feine Sachen, die man bedenkenlos Alltag essen kann. Der Trend geht jetzt ja wieder von Nose to Tail, also alles verwerten, wenn möglich. Wie fest spürt ihr das in der Metzgerei? Also bei uns ist es ja so, dass wir selber schlachten. Für uns haben wir eigentlich von jeher probiert, alles zu verwerten. Und wir haben ja schon aus Rinderfett haben wir schon Seife gemacht, als Weihnachtsgeschenk verschenkt. Das ist sicher ein ewiges Thema bei uns, nichts verschwenden. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich hätte gerne ein Herz für das Kochen, könnt ihr ihn parat machen? Oder? Das ist das Problem. Immer am Dienstag sagen, Mittwoch tun wir Metzger, dann können wir es auf die Seite tun. Sei es ein Schweins, ein Rinds oder ein Kalbsherz. Wobei, ich muss gerne sagen, gut bestellen. Für Tiernahrung oder so Sachen, die wir relativ gut brauchen, sonst für Tiernahrung, sind wir einfach relativ eng drin. Also, wenn ich jetzt einen Haufen Anfragen habe, gibt es einfach Wartezeiten. Angebot und Nachfrage, der Preis steigt einfach dann. Hast du auch schon einen Vegetarier in der Metzgerei gehabt? Ich habe sicher schon Vegetarier in meiner Metzgerei gehabt. Da habe ich keine Berührungsängste. Ich tue Randgruppen nie diskriminieren. Ob es weiterhin so kalt bleibt, erzählen euch anschliessend Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Abend und auf Wiedersehen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrer Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Ja, der heutige Mittwoch hat sich mit vielen hochnebelartigen Wolken und wenig Auflockerungen gezeigt. Über dem Wolkenmeer, da ist es recht
sonnig sein. Ja, ein Ausläufer von einem Hoch über dem Nordatlantik sorgt im Alpenraum für recht eine trockene Luft. Nur in Bodennähe ist die Luft angefeuchtet, was sich in Form von Hochnebel äußert. In der Nacht auf den Donnerstag bildet sich wieder zunehmend eine geschlossene Hochnebeldecke. Entsprechend starten wir in den Donnerstag mit Hochnebel bis auf rund 1500 Metern. Oberhalb und äußerhalb vom Hochnebel taglück der Start sonnig. In Frutigen starten wir mit -3 Grad, in Bern mit 0 Grad in einen neuen Tag. Am Nachmittag dürfen wir uns dann auf Auflockerungen freuen. Über und äußerhalb vom Hochnebel bleibt es meist sonnig. Auf den Bergen da geht ein leichter bis frischer Südwestwind, örtlich mit Böen bis um die 60 km in der Stunde. In Interlaken gibt es dazu 2 Grad, aber so in Burgdorf erwarten wir um die 2 Grad. Am Freitag da meldet sich Frau Holle zu Wort. Wir erwarten Flocken bis in tiefe Lagen. Am Samstag bleibt es grau mit ein bisschen Schnee dazu. Am Sonntag dürfen wir uns nach vielen Wolken zunehmend auf Auflockerungen freuen. Im Oberland sind am Vormittag noch einzelne Schneeschauer möglich. Ja, das war schon wieder für eine Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.